kommen zur letzten Kategorie, und zwar zur Kategorie gut zu wissen. Nachdem wir den Weg ja selber gegangen sind, können wir euch das eine oder andere erzählen, was vielleicht gut wäre, wenn man vorher wüsste. A-Punkt sind natürlich die Mücken. Generell im Norden von Schweden und in Skandinavien gibt es ja eine gewisse Mückensaison, wo es teilweise sein kann, dass es nahezu unerträglich wird, draußen zu sein, weil die Mücken nur so um dich herum schwirren. Wir waren im August, wo die Mückensaison schon eher dem Ende zuläuft. In früheren Monaten wird es allerdings schon etwas ärger. Trotzdem haben wir einen Mückenspray dabei gehabt. Auch der ist natürlich verlinkt. Zusätzlich kann man sich überlegen, ob man beispielsweise so einen Hut kauft, der dann vorne ein Netz hat, was ebenso vor Mückenstichen abhält. Wir meinen das ernst. Schaut euch Videos an, wie dieses hier. Es ist kein Spaß, wenn man 5 Millionen Mücken rund um sich herum schwirren hat. Zweiter Punkt. Ihr Instagram-Süchtigen da draußen werdet eine schlechte Zeit auf dem Kungsläden haben. Es ist nämlich an weitesten Strecken kein Empfang. Und mit keinem Empfang meinen wir wirklich kein einziger Strich. Heißt einerseits Natur pur, abseits der Zivilisation, abseits von elektronischen Medien. Heißt aber auch auf der anderen Seite, wenn was passiert, kann Hilfe ganz weit weg sein und ganz lange brauchen. Die einzige Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren, ist von den Hütten aus, das heißt von Satellitentelefonen, die in den Hütten stationiert sind. Darum bitten wir euch, das ist das Wichtigste vielleicht an dem ganzen Video, seid euch dem bewusst, dass, wenn ihr irgendwann Blödsinn macht, das sehr blöde Folgen haben kann. Gleichzeitig war für uns die Tatsache, keinen Internetempfang zu haben, einer der allerschönsten Aspekte an dem ganzen Abenteuer, weil man wirklich einmal total runterkommt, total mit der Natur verbunden ist und viel mehr schlaft, weil man nicht abends irgendwie nur sinnlos stundenlang in Instagram herumscrollen kann. Weiterer Punkt, die Fähren bzw. Boote am Weg. Es gibt immer wieder Flüsse oder Seen, die teilweise mit Booten überquert werden können oder überquert werden müssen. Dort, wo wir gegangen sind, zwischen Abisko und Nikkaluokta, gibt es keine Boote, die unbedingt verwendet werden müssen. Es besteht aber an 2 Tagen die Möglichkeit, dass man sich ein bisschen die Wege verkürzt mit einem Schnellboot, das 3, 4, 5 Leute tragen kann, wird von den Einheimischen im Sommer ermöglicht. In anderen Teilstücken ist es aber so, dass man Boote unbedingt verwenden muss. Da kann es auch sein, dass es ein einfaches Ruderboot ist. Da empfehlen wir euch vorher vielleicht zu recherchieren, ob das auf eure Strecke zutrifft, da sowas schon dann mit sehr viel Aufwand verbunden ist, und wir wünschen uns natürlich, dass ihr schaut, dass am Schluss, wenn ihr hinübergekommen seid, auf beiden Seiten ein Boot ist, sonst kann man den See nicht mehr überqueren. Kosten sind natürlich auch teilweise gar nicht so günstig, wenn man diese Boote verwendet. Ruderboote sind gratis, Motorboote kosten aber was. Genau, auf unserer Strecke hat es auf jeden Fall was gekostet. Das heißt, ja, muss euch das wert sein. Thema Lagerfeuer haben wir doch ein paar Mal gemacht, oder? Wie schauen da die Regelungen aus? Ja, Lagerfeuer darf man außerhalb vom Nationalpark machen. Das heißt, an der ersten Etappe geht man hauptsächlich durch den Nationalpark. Am Ende der ersten Etappe ist man jedoch wieder heraus und man darf zelten und Lagerfeuer anzünden. Ist natürlich sehr praktisch zum Kochen, wenn man da geeignetes Geschirr hat, wenn man sich Gas spart. Wärmt natürlich auch ein bisschen auf und ist aber eine lustige Abendbeschäftigung, auch man ja kein Handy hat. Beim Lagerfeuer machen gibt es jedoch ein paar Regeln zu beachten. In erster Linie seid ihr mal gut beraten, wenn ihr euch die Infotafeln anschaut, da steht das meiste drauf. Was wir euch aber unbedingt dazu sagen müssen, ist, dass, wenn möglich, Feuer nur dort gemacht werden sollte, wo auch keine Brandgefahr besteht. Es besteht nämlich die Regel, ihr dürft zwar das Feuer machen, ihr tragt aber auch die Konsequenzen. Das heißt, wenn möglich, auf einem Untergrund, der schon feuerfester ist, das heißt an Lagerfeuerstellen, wo schon öfter mal ein Feuer entzünden worden ist. Ebenso Brennholz darf man grundsätzlich verwenden, wenn man es findet. Da sind aber eher kleinere Äste gemeint, nicht die großen Baumstämme und schon gar nicht lebende Bäume. Idealerweise nimmt man sein eigenes Brennholz mit. Das ist aber jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt die Option, die die Menschen, glaube ich, machen. Wir haben nur kleine Grillanzünder dabei gehabt. Wir haben nicht Grillanzünder mitgehabt. Wir hätten gerne Grillanzünder dabei gehabt, das wäre wahrscheinlich praktisch gewesen, und wir haben mit kleinen Streichhölzern das Feuer entfacht. Unbedingt die Regeln in den Nationalparks beachten, diese sind meistens etwas anders als außerhalb,
Und das Wichtigste, Feuer immer beobachten, Feuer immer löschen, bevor man weggeht. Oder so. Das Ganze da jetzt Spaß gemacht hat und ihr euch denkt, hey, den Kungsleden Trail, den wollen wir vielleicht doch irgendwann einmal gehen und die Informationen haben euch geholfen, freuen wir uns einerseits über ein Like unten und dass uns folgt, aber wir haben auch noch eine spannende Info zum Schluss für euch. Es gibt nämlich das Event, die Fjällräven Classic, was vom Outdoor-Hersteller Fjällräven organisiert wird, ist auf der Strecke, die wir gegangen sind und wird mit vielen anderen gemeinsam bestritten. Der Vorteil dabei ist, wenn man vielleicht nicht so outdoor-versiert ist, dann kann man da mit anderen gemeinsam gehen und hat den Vorteil, Teile des Equipments werden dort zur Verfügung gestellt gegen eine Gebühr. Aktuell kostet es, glaube ich, über 100 € die Teilnahme. Wenn man aber bedenkt, was man dafür alles bekommt, ist es gar nicht so teuer. Tickets sind sehr schnell ausverkauft. Für heuer ist leider schon ausverkauft, aber vielleicht findet ihr die Möglichkeit nächstes Jahr. Der Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Lest euch die durch und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.